Ja, hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zum neuesten Motovlog. Und ja, genau. Ein geiles Traktorli. Genau heute sind wir Steiner Kötz durchgefahren. Ah, da ist schon krass. Wir fahren trotzdem mal weiter. Genau, wir sind im Steiner Kötz durchgefahren. Jetzt sind wir da auf irgendeinem Feldweg. Ja, einfach mal ein bisschen einfach chillen, einfach fahren, geniessen. Schaffen die Woche noch genug, noch viel. Und genau, darum habe ich mal gedacht, ich kann durch wieder ein bisschen auf den TÜV rollen, weil es wirklich schön kühl ist. Und also was heisst kühl? Es ist einfach nicht richtig warm, nicht richtig heiß, so wie die letzten 2-3 Wochen. Sondern es ist jetzt bei, glaube ich, 22 Grad, 24 Grad, was auch immer. Und ja, genau, da haben wir gedacht, ein bisschen TÜV fahren, haben wir auch schon ein Thema rausgesucht, wo wir nachher ein bisschen drüber reden. Und genau, da bin ich das letzte Mal durchgefahren mit meinem Suzuki, den ich hatte. Ich habe schon mal über Suzuki geredet. Ich weiß nicht, ob das Video online gekommen ist, weil ich lösche auch viele Videos wieder, weil ich einfach nicht zufrieden bin mit der Qualität und weil ich nicht meinen Kanal unnötig überhäufen. Es kommt nicht jedes Video, das ich aufnehme, so wie ich will da probieren, mich ein bisschen Qualität, ein bisschen einen Standard zu bieten. Genau, jetzt ist da fertig. Soll ich da noch weiterfahren am Feldweg? Ja, soll es da durchgehen? Ja, komm, scheiß drauf, wir fahren da weiter. Genau, was ich wollte sagen, was ich eigentlich für das Thema wollte, ist Thema Schutzkleider. Und da habe ich schon, also wer mich kennt, wer mich halt auch persönlich, ich sage das halt immer, wer mich persönlich kennt, weil so das Cross-Videos von früher nach, wird man das ja nicht rausgehört haben. Aber ich bin halt wirklich einer, der einen extremen Schutzkleidtyp, also ich sogar mit dem Roller, wo ich auch zur Zeit einen Roller hatte, habe ich sogar Schutzkleider angehabt. Und ich finde eigentlich, man muss Schutzkleider eigentlich immer anhaben, egal was für Wetter das ist. Natürlich bei Töffli nicht. So, das macht niemand, das habe ich auch nicht gemacht, bei Velo habe ich auch keine Schutzkleider an. Oder was ich meine, aber bei der TÜV immer Schutzkleider anlegen, auch wenn es keine Pflicht ist. Ich habe letztes Ding durchgelesen, ein bisschen das Betriebshandbuch von der Kawasaki, und dort ist gestanden, Kawasaki empfiehlt den Schutzhelm, auch wenn es nicht Pflicht ist. Also es gibt halt Länder, wo es nicht Pflicht ist, aber genau. Nein, also da runter gehe ich nicht, sind wir dann ganz im Rhein unten. Wir müssen da rechts, oder der Tour unten, oder wie auch immer. Ich hoffe, wir kommen wieder mal auf die Straße. Nein, genau. Also ich bin wirklich einer, wo halt wirklich richtig auf Dinge schaut. Auf Schutzkleider. Ich habe alles, Schutzkleider, Handschuhe. Man sieht jetzt zwar da nicht, da habe ich eine normale Schutzkleider auch an. Und da sind Kevlar-Jeans, Protektoren da drin. Normaler Helm. Nierengurt, dass ich mich nicht verkälte oder dass ich nicht irgendwie eine Entzündung oder irgendetwas überkomme. Hey, hure chillig da zum Durchfahren. Hure chillig. Aber wegen Förster und Engel Förster und so, muss ich schauen, dass ich bald mal wieder weg bin. Nein, genau, was ich jetzt so will sagen. Ich bin wirklich extrem da drauf und ich kann es einfach nicht verstehen. Ich habe schon ein paar Mal, egal ob es ein L hinten dran haben oder nicht, ich habe schon vielmals Leute gesehen, die wirklich absolut gar keine Schutzkleider dran haben. Wie nicht einmal Händchen, nichts. Aber ich finde nach dem Helm solltest du eigentlich richtige Schuhe haben oder richtige Händchen, weil wenn du am Boden gehst, wo landest du zuerst auf? Du landest zuerst auf der Hand. Dann sind die Hände aufgeschürft. Aber Schuhe brauchst du auch richtige, wegen dem Knöchelschutz. So, das finde ich schon mal beides sehr, sehr wichtig. Natürlich das komplette Kleider, aber ich sage jetzt, wenn du jetzt mit dem Roller unterwegs bist und du schaffst irgendwie auf dem Bau oder so als Sanitär und hast halt so Hosen, wo halt schon, weißt du, wo kannst du am Boden hocken, was deine Knie nicht kann, wo können also so Polster rein und so.
weißt, dann kannst du vielleicht sagen, hey, leihst nur eine Jacke an mit dem Roller, sollte nicht viel passieren, oder? Aber aber eben wie gesagt, ich drehe das durch, wenn ich da Vollgas gebe. Nein, ich will nicht umfliegen. Gehen wir wieder links. Oder, wo sind wir jetzt dort? Gehen wir wieder links durch, bevor wir zu weit weg sind. Keine Ahnung, wann ich jetzt da durch... Nein, aber eben wie gesagt, ich bin wirklich so einer, der da drauf schauen und wirklich so einen... ich würde eben empfehlen, wenn du jetzt mit dem Roller unterwegs bist, okay, ein Helm, klar, musst du auch haben. Aber wenn du es nicht musst haben, würde ich das empfehlen. Handschuhe und wenn du halt schon Hosen vom Bau her anhast, dann einfach noch so eine Jacke, wie ich kann. Oder? Dann hast du Schuhe, hast du vielleicht auch vom Bau, sind auch mit Stahlkappe etc. finde ich besser als irgendwie mit Sandalen. Jacke und dann hast du auch nur noch die Jacke, Handschuhe, Helm hast du von TÜV her und der Rest hast du vom Arbeiten. So, vielleicht so mit dem Roller unterwegs bist. Aber ich finde, eben wenn du mich fragst, wenn mir jetzt jemand neu würde fahren, alles komplett. Ich würde alles empfehlen. Ich weiss jetzt nicht, wer von euch alles selber fährt. Also ich weiss, dass 3 von meinen Zuschauern kenne ich persönlich von meinen Abonnenten und die fahren alle selber TÜV. Und von jemandem weiss ich nur, was er für Schutzkleider hat. Also ich könnte gerne alle schreiben, Schutzkleider ja oder nein, oder was ihr davon haltet. Und genau, so viel zu dem. Hey, ich muss da unbedingt raus, ich habe langsam Angst, dass mir da jemand entgegenkommt. Ich kann nicht so weit fahren. Durch die ganzen Angry Förster gegen TÜV-Fahrer Videos habe ich selber jetzt Angst, dass da einer kommt. Obwohl ich meine, ich mache ja nichts Verbotes, ich fahre ja nicht irgendwie auf der Wiese oder so, ich fahre ja am normalen Feldweg. So. Von dem her sollte ja eigentlich nicht schlimm sein. Nein, jetzt fahren wir raus. Und genau, kommt ein kleiner Sommer-Vibe. Dann hören wir uns gerade wieder. You all about my business, yeah, I've been working hard, always keeping to myself. Why you acting like a witness, man, trying to get a piece once I'm getting all this world. No, you don't need to get involved, no, you don't need to get involved, no, now you trying to get involved, no, you don't need to get involved, no. Why you trying to get involved, no, you were never about the squad, no, you don't need to get involved, no, you don't need to get involved, I hate the way you think we're friends, you must be crazy, I've been working till the day's end, like why you hating, I've been doing this for years straight, all 7 days, keep the practice till they fear Jay, that's on the way, flow is mean but I may seem nice, illuminated by the glow of all these street lights, I've been dreaming miles up while taking these flights, leaving ones who had my back just never seem right, it's my fucking team like, I dot my eyes so no one will ever cross me, I'm getting checks like I'm in a game of hockey, she hold me down, at least one person has got me, I try to keep it humble, only face me acting cocky, yeah, and everything is going my way, girl got the ass and she going my place, reppin' 603 and you know it's my state, got some cash coming in, need to double my pay, ole, why you all about my business, yeah, I've been working hard, always keeping to myself, why you acting like a witness, man, trying to get a piece once I'm getting all this world, no, you don't need to get involved, no, you don't need to get involved, no, now you trying to get involved, no, you don't need to get involved, no, why you trying to get involved, no, you were never about the squad, no, you don't need to get involved, no, you don't need to get involved, no, this isn't easy, there's things you need to sacrifice, there's so much more
more than dope beats. And if you're rapping nice, music's forever, want this bumping in my afterlife. Rappers make a meal with the flow, not even half as nice. I guess that's the game though, never gonna change bro. People hit me like you different, sorry you're the same hoe. Changing up the same flow, you're right, I'm feeling different. They complain about the game, just work hard and quit your bitch, and that's the mission. Visionary mindset coming through. Once I make it big, I got the whole team coming too. Always onto something new, this dream is what I'm running to. My initials tell your fade because J will always W. And everything is going my way. Girl got the ass and she going my place. Rapping 603 and you know it's my state. Got some cash coming in, need to double my pay. Ole, why you all about my business? Yeah, I've been working hard, always keeping to myself. Why you acting like a witness? Man, trying to get a piece once I'm getting all this world. No, you don't need to get involved. No, no, you don't need to get involved. No, no, now you trying to get involved. No, no, you don't need to get involved. No, why you trying to get involved? No, no, you were never about the squad. No, no, you don't need to get involved. No, no, you don't need to get involved. No, you don't need to get involved. No, no, you don't need to get involved. No, no, now you trying to get involved. No, no, you don't need to get involved. No. Get involved, no, 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 get involved, no. Get involved, no, 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 get involved, no. Yeah, too late to get involved. Sorry. Ja, jetzt sind wir zurück nach dem Sommervibe. Könnt ihr gerne mal schreiben, wie ihr das Sommervibe findet. Also, für mich wäre es noch geiler, wenn der TÜV einen richtig geilen Sound hat und bei den Summer Vibes, ich sage es jetzt nur, weil das wieder ein oder andere wieder spinnt, ich sage es nur, wie meine Idee wäre. Und dass man dann also schön den Auspuff hört und schön Summer Vibes, schöne Bilder und Landschaften und der Auspuff vom Knattern, das wäre mal etwas für mich, also was ich wirklich geil finde. Ja, aber ich kann mir auch gerne schreiben, was ihr so viele Themen habt, oder mir persönlich sagen. Ein Thema habe ich nochmal, ich soll nochmal das Thema PS ansprechen, wie ich dazu stehe. Mache ich dann im nächsten Video. Und genau. Ich war letztens im Deutschen, da habe ich einen gesehen mit dem TÜV, der das L dran hatte, im Deutschen. Da darfst du nicht. Das ist verboten, wenn du das L hast, darfst du nicht auf Deutschland fahren. Und ich habe gemeint, ich sehe nicht richtig. Also, das Problem ist halt, also ich weiß halt nicht, ob das die deutsche Polizei juckt. Aber dann solltest du eher das L wegnehmen, wenn du übers Deutsche fährst, weil so fällt das nicht mega auf, weißt du, was ich meine? Also nicht, dass ich das mache, ich mache das nicht. Aber wenn du dann auf Deutschland fährst, dann solltest du eher sagen, nimmst das L weg, fährst über das Deutsche und fährst im Deutschen rum, kommst wieder zurück in die Schweiz, machst das L wieder drauf. So. Oder du fährst komplett ohne L, du hast das L verloren. Klar, wenn du dann rausgenommen wirst, dann kostet glaube 40 Franken ohne L. Oder beziehungsweise du machst es so, dass es muss glaube ich ein Stückchen am TÜV passen, dass man sieht, weißt, dass das irgendwie abgebrochen wäre oder so. Obwohl, das ist auch irgendwie kitschig, das jetzt abbrechen. Alter, jetzt nicht gesehen. Nein, weißt du, was ich meine, so ein bisschen. Ja, und ich rede eben über das Thema, im nächsten Video über das Thema PS. Und ja, hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Und dann ja, wünsche ich euch noch einen ganz schönen Abend. Und bis zum nächsten Mal. Ciao miteinander, euer Obscuro 94. Ciao.